Nachdem die neue Schulreform vorgestellt gouf, sind bei den Schülern immens viel Frohen abgetaucht. Dafür hat der Edukationsminister ein Schließung gemäht, für den deuxième Schüler dann alles zu erklären. Bei dieser Occasion konnten sie natürlich dem Herrn Meijer noch Fragen stellen. Am Lauf vom letzten Schuljahr hat das Ministère de l'Éducation eine neue Schulreform angekündigt, was hauptsächlich das Premierexamen an ihren Abbau betrifft. Meinungen zu der Reform sind bislang gemischt. Viele Leute fanden, dass Männerexamen den Diplom aufwerten oder dass es mehr gerecht ist par rapport zum Ausland. Für die zukünftigen Premierschüler abzuklären, hat der Edukationsminister Claude Meisch eine Versammlung für Altklassik-Lyceen aus dem Süden am Lycée Belleville gehalten. Könnt ihr jetzt kurz abklären, über die neuen Changements, die wir mit der Schulreform bekommen? Heute Morgen haben wir ja über die Premiere geschwärzt, die wird effektiv ab dem nächsten Schuljahr ändern. Wir werden Männer schriftlich und auch mündliche Prüfen haben. Wir wollen immer den Schülern besser Gelegenheit geben, sich auf die bestehenden Examen zu präparieren, die wirklich auch besser aufzuschließen, eine bessere Mention zu kriegen, noch bessere Chancen auf der Uni zu haben, für uns zu kommen. Gleichzeitig ist es aber aufgefallen, dass den Schüler ganz viel lesen über den ganzen Schulparcours, was eigentlich näherens richtig festgehalten wird. Und dafür wollen wir auch ein Kompliment und Diplom erfeiern, wo alles das, was der Schüler von September bis Premier auch an der Schule, neben der Schule gemacht wird, festgehalten wird. Auch das wird nämlich schaut, ob der Uni geguckt. Wie hat die Versammlung allgemein fand, wie hat den Erster von den Schülern fand, an den allgemeinen Feedback, den eben von den Leuten kennt, die eigentlich davon betroffen sind, Schüler und Profen? Also erstmal fand ich es immer immens flott, wenn ich aus dem Büro kann rauskommen, bei den Schülern kann gehen, an die Schule kann gehen, mit den Schülern selber schwätzen. Das sind formidable Momente auch für mich, auch für ein Feedback zu kriegen. Die Reunion hat nicht gewesen, dass nach ganz viel frohen Abstimmungen, und ich hoffe, dass wir diese weit möglich war, heute Morgen können beantworten, für das jeder weiß, den nächsten Premier kennt, was sind Spielregeln, auf was muss ich mich präparieren, wie lebt ein Examen auf. Das Argument wird oft benutzt, dass wir zu qualifiziert sind, noch für das Ausland und so weiter. Fand der das schlecht? Also ich fand es gut, dass die Schüler hoch qualifiziert sind, dass wir ganz viel Bagage mal auf den Weg gehen. Man darf aber nicht darin leiden lassen. Man darf ihnen keinen Notdeal dadurch machen, wenn sie zum Beispiel Konkurrenz haben stehen mit Studenten aus anderen Ländern, für auf eine Uni ranzukommen, aber auch für einen Beruf zu gehen, weil dort ein Examen zum Beispiel ernst strukturiert ist. Wenn man heute guckt, was alle Schüler hier am Land lesen, dann ist das eigentlich deutlich mehr, wie auch in anderen Ländern gelesen wird. Wir notieren das nicht, wir zertifizieren das nicht. Wichtig ist für mich dadurch, dass man durch diese Reform alles festhalten, was der Schüler kann und was er gemacht wird. Was sieht was gut aus und der Reform was nicht, Ihrer Meinung nach? Ja, also für mich ist es viel, ich sehe keinen schlechten Punkt dran. Sowieso für da ändert so viel, weißt du? Ja. Es ändert nicht viel, für die ist es wahrscheinlich mega gut, weil sie so viele Examen hatten. Also so viele Männer haben. Ich sehe noch keine Notdealer, aber das ist meine Meinung. Also ich fand die Reform generell aber gut. Ich verstehe, für was sie gemacht hat. Ich verstehe, dass man ein Examen gemacht hat. Und ich fand das noch mehr fair, weil bislang G hat dann 13 Examen oder so etwas. Und das ist dann unfair für die Schüler. Als Zukunft nicht mehr schlecht dadurch, dass wir nicht breitflächig qualifiziert sind. Also für mich ist es wichtig, dass wir eine Schullandschaft haben zu Lützeburg, die den unterschiedlichen Talenten von den Schülern Rechnung dreht, aber auch ihren unterschiedlichen Konditionen, mit denen sie an die Schule kommen. Wir haben näherens auf der Welt Schüler, die so unterschiedlich sind, durch ihre Mammesprachen, durch, weil sie vielleicht enthousiastisch, dass sie schon gefangen haben, wenn wir nach Lützeburg gekommen sind. Und natürlich, weil alle junge Menschen einer Interesse hat, einer Talente hat. Und ich hätte gerne Schulen, die darüber angehen. Dass man nicht die Schüler alle guten, der enger Schule müssen aufpassen, aber dass man viele verschiedene Schulmodelle haben, die den die sich mehr stark die Schüler aufpassen. Hohe Qualität ja, wir haben unterschiedlich schwer. Das muss das Modell sein für Lützeburg. Ich möchte dadurch, dass man durch diese Reform alles festhalten, was der Schüler kann und was er gemacht wird.